Selena kommt von mir. Pablo wirklich schon. Bruder, ich hab Bruder. Sau, Alter! Hast du alles drauf, Brette? Alles drauf! Komm mit einer neuen Folge. Komm mit! Heute gehen wir zu Los Hermanos Sing. Hey, weißt du, im Gehörladen. Heute gehen wir mit dem Isma mit, Murphy und dem Choco. Let's go! Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit einer neuen Folge. Komm mit! Heute bei jemandem daheim. Genauer gesagt beim Jordan parat. Wer ihn nicht kennt, er ist Rapper. Checkt gerne seine Sachen aus und sonst schaut auf jeden Fall das Video weiter, da werdet ihr sicher mehr erfahren. Er ist gerade noch am Duschen, ich weiß nicht, ob man den Sound hört. Er wird sicher jeden Moment fertig sein. Let's go! Das Badestudio. Schau da. Frisch geduscht. Frisch geduscht. Wie geht's, Brüder? Wieder sehr gut. Wie geht's euch? Ja, tipptopp. Wir freuen uns, dich zu begleiten dürfen heute. One love vom Start, vom very Start. Ich schwöre, ich glaube, es hat sich noch nie jemand in der Komm-mit-Folge so gezeigt, wie er ist. Ja, ich habe mir überlegt, ob ich noch ein bisschen mehr zeigen soll, aber viel mehr geht nicht mehr drum. Respekt. Lass mich schnell anziehen und dann kann ich euch wirklich etwas zeigen. In dem Fall. One love, schön, dass ihr da. Da in Zürich lassen wir nass hängen, unterwegs lass die Bass brennen. Das ist ein Smoke, lass die Katze rennen. Bist du nicht von da, kannst du nicht verstehen, wir sind klar. Ist das Gigi oder Pippi Langstrumpf? Gigi Langstrumpf, ja. Also mir ist von vielen Frauenseiten geraten worden, ein bisschen anständiger zu sein und nicht so daneben zu sein. Und ich habe gedacht, dass am besten geht, dass wenn ich Gigi einfach bei mir daheim einlade. Und ich lerne ein bisschen von ihr und sie lernt ein bisschen von mir, was etwas bei Musik, weißt. Ich habe am Cypher mitbekommen, eigentlich hat sie dich gepusht, nicht? In dieser Welt, wo wir leben, wo es ist 2023, kein BH mehr, OnlyFans und alles Mögliche. In dieser Welt, wo ich mich sehe, wenn eine Frau mir sagt, du hast einen Tritt dabei, dann ist das eine Bestätigung für mich. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das sieht. Ich nehme das positiv auf, danke dir vielmals, Gigi. Gibt es eigentlich einen Grund, dass du nicht am Cypher warst? Ja, der Bruder Pablo wirklich hat mich 4 Tage vorher eingeladen. Ich habe ihn gefragt, wie kannst du eine Sektion einladen und nicht an mich denken. Er hat irgendeine komische Ausrede gebracht, aber geil ist sich. Er hat gesagt, nächstes Jahr ladet er mich rechtzeitig ein. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber ja. Auf jeden Fall hat er mich 4 Tage vorher eingeladen. Den Song, den ich bringen wollte, hätte ich wie mit meinem Bäcker bringen, weil es hat so Frage-Antwort-Style drin. Er sagt etwas, ich antworte, er sagt etwas, ich antworte. Ich kann ihn nicht alleine machen, ist auch nur halb so geil, wenn ich nur die Antwort gebe, ja. Weißt, ich meine. Ja, und 4 Tage auch nicht wirklich vorbereitet. Für mich ist es gegangen, zum Auswendiglernen 4 Tage wieder, weil ich es ja geschrieben, weißt. Ja. Aber für meinen Bäcker ist es etwas völlig Neues, weißt. Er hat das zum ersten Mal gehört in seinem Leben und ich will ihn auch nicht überfordern und ich muss mich auch sicher fühlen, wenn ich so etwas mache, Bruder. Pablo wirklich ist schuld. Aber scheißegal, was machen wir? Wo gehen wir? Ja, Brüder, jetzt haben wir einen geraucht, also ich vorher einen geraucht, jetzt habe ich geduscht, jetzt wäre cool langsam mal nachher etwas essen, es ist schon 10:12 Uhr, vielleicht etwas kleines Food. Fix, kennst du gerade etwas in der Umgebung, wo wir hingehen könnten? Ja, es gibt einiges. Ich bin hure schwierig mit Essen immer, weil ich also hast du keinen Lieblingsladen? Doch schon, aber ich esse hure viel dort. Und an der Lust auf Asiatisch, Mann. Asiatisch ist geil, ja. Zeig ne Zürich-Mentalität, da wirst du erwachsen vor 18. Brauch einen Bonus, nur so lang bis der Lohn kommt, will die Rechnungen werten mich wieder mal aus. Mein Modus macht die Rocks klein. In Zürich kann man kein... Aber ich muss dir ehrlich sagen, so über 30, 35 Grad ist bei mir Ende, Bro. Du bist auch weiss, ne? Wo bist du eigentlich in Zürich dann aufgewachsen, so? Bruder, in Zürich bin ich aufgewachsen, ganz früher im Kreis 8. So bis ungefähr 11. Und dann mit 11 hat mal kurz bis 12 meine Heimkarriere begonnen und dann bin ich nochmal heimgekommen. In dieser Zeit hat meine Mutter nachher, ich glaube, sie hat schon da gewohnt, im Kreis 3 gewohnt. Und dann bin ich aber nur ein halbes Jahr wieder da gewesen, Privatschule, bla, habe wieder Scheiß gemacht. Dann bin ich, nachher habe ich so richtig Heimtournee angefangen. Bin irgendwo heimgekommen, ich glaube in St. Gallen. Nachher haben wir dort Leute geschlagen, bla, Sachen gemacht, abgehauen, Autos geklaut, alles dumme Scheiße gemacht. Nachher bin ich ins AHA Basel gekommen. In Basel, das ist so ein Aufnahmeheim für, ja, sie wollen es halt so sagen,
verhaltensgestörte Jugendliche, keine Ahnung, das Abklärungsheim ist es. Du kriegst so eine psychologische Abklärung. Und die hat dann gesagt, ja nicht mich wieder irgendwie in ein Heim tun oder in eine Schule tun, weil ich einfach... Also damals haben sie gesagt, ich tue die Gruppe negativ beeinflussen, weißt du, ich meine. Also du bist der einen schlechten Einfluss ist, oder Ich bin einfach der, der sagt, ich will das nicht machen und mir einen Ausweg sucht. Und jeder andere, der das eigentlich auch nicht will, weil niemand will das sein, folgt mir dann. Es geht nicht um mich, es geht um das, was ich machen will, weißt du, ich meine. Aber so ist es eigentlich immer mit Anführen. Es geht nicht um sie, es geht um was sie machen wollen, weißt du. Ich würde sagen, das ist die bekannteste Straße von Zürich, nicht? Das ist die bekannteste Straße, mit den bekanntesten Menschen da, oder würde ich sagen. Dann der Club Base, wo der Hero und der Dan letzte Woche den legendären Auftritt gemacht haben. Nein, ich glaube, gut gelaufen. Ja. Oh, Jimmy, Oh, wie geht es dir, Jimmy die Bruder? Legendo. Hast du Lust auf ein kleines Interview, Bruder? Jawohl. Das ist der Star von unserem Videoclip «Dope in der Socke», Jimmy the Legend. Sind im Dschungel mit Wochen aus Kelly-Kran. Ich komm mit Dope in die Socke wie jede Woche. Der ist für dich, Bruder. Danke dir vielmals für den Gastauftritt damals. Dat is Black Power, White Power. Aha, wir sind dumm, Bruder. Kijk, Niks kijk, fout. Geen prassen, geen prassen. Fuck the police. Ik wou met de ombrengen in Zabotie. Ik wou met de ombrengen in Zabotie. Das ist live, Er gell? ist der Star aus der Sendung. mit Das Dope ist in der der Star Socke. von der Sendung. Ist das der Drilli? Der Gassenbrüder. Bist du fit? Jimmy am Schattenboxen, Brüder. Der Jimmy am Schattenboxen. Ja, wir können dort rechts, ja. Das Laufbus. Was ist das? Dat is de goede morgen groes. Guten Morgen, Gruß. One Ja, love, Brüder. One Love, Das ist Brüder. der Guten Morgen Gruß. Ich glaube, ich habe doch ein recht Suchtverhalten, weil er hat den gleichen Guten Morgen Gruß wie ich, Bruder. Ich mache das auch morgen wie ein Hahn. Gehe ich auf den Balkon und ich so Ihr müsst natürlich wissen, das ist die Transenstraße da. He? Das ist Das ist die Transenstraße. Transenstraße, Mann. Das da hinten darfst du nie rumschauen, wenn du rumlaufst. Weil es ist nicht das, was du denkst, was es ist. Das ist das blaue Licht in Amsterdam, Brüder. Ja, das ist ja Blaulicht. Ich habe erst letztes Mal in Amsterdam gelernt, Bro. Weißt? Ich habe gedacht, Blaulicht ist Blaulicht auch in Amsterdam, aber dort ist das etwas anderes. Drug-free, mach den Batzen zur Party, komm mich im Longsleeve. Ich hab gelesen, Zürcher sagen arrogant, aber können was ich sage, will sie reden mit der Hand. Ich bin nur an der Party, doch bin ich mich wie ein Sandschloch. Gehen wir zurück auf die... Jeder bekommt das, was er sollte essen, Brüder. Da die zwei Dünnen haben einen guten Mehl und der Bruder, der ein bisschen den Speck hat, er hat seine Portion, die zu ihm passt. Weißt du? Dass wir alle gesund bleiben heute. Scheiße, macht das so nicht Ton. Jetzt sind wir sicher genau der Scheiße, weißt du? Ich will mein Leben mitnehmen, wie so. Hey, das tun wir nicht rein. Das ist angeblich sauscharf, hat der Jordan gesagt. Und ich muss es jetzt probieren. Und ich bin jemand, der wirklich nicht so gerne scharf hat. Ich meine, so die Dipsauce für Frühlingsrollen, das ist nicht scharf, das ist süß. Ich habe jetzt da so einen Chili genommen. Ein richtiger. Bro, ich spüre Schärfe so schnell, ich schwöre. Bro, das ist doch nicht zum Geniessen. Es brennt definitiv zweimal. Bruder. Wollen Sie Werbung machen? Ja, ja. Ich Collabo Time, Baby. Sicario. Zürich die City. Und ich weiß, sie finden nichts. Doch sie wissen, dass ich etwas habe. Und ich weiß, sie finden nichts. G's up, hoes down, wieder in der Hometown. Dreh meine Runde mit den jungen Bullen Profile. Mich? Sie meinen, ich auch ein bisschen weiss, bin. Also wir haben super gespeisen im Thai-Resti. Definitiv, man. Thai Food Corner for life, baby. Vorher haben wir natürlich noch die Legende der Langstrasse getroffen. Apropos Langstrasse. Du hast einen Auftritt gehabt, gell? Palästina Grill. Ja, So Bruder, das abgenommen. ist ganz geil. Ein Big Shoutout an Sami von Samigo. Er hat das 10-jährige Jubiläum von Palästina Grill. Wir haben schon früher mal gespielt auf so Containers. Das Mal hat er den Foodtruck aufgebaut. Wir sind auf dem Foodtruck oben drauf gewesen, um zu bitten. Und Langstrasse war abgesperrt und es war ein EM-Feeling, wenn man so kann sagen. Schön. Gerade wenn wir so einen Live-Auftritt nehmen, so, was performst du dort? Performst du dort so einen Stich in Zivi, der all deine Lieder quasi überdeckt hat? Oder spielst du dort auch so alte, die man jetzt vielleicht weniger kennt? Ja, es ist krass, Bro. Also, natürlich weißt du, wenn ich irgendwo spiele, Leute wollen Stich in Zivi hören, oder? Mittlerweile ab und zu schießt mich auch an, das überhaupt zu spielen, weil ich habe das so oft gespielt. Ich habe neue Lieder, die ich lieber spielen oder so. Aber ich spiele den Song trotzdem noch, weil die Leute, ja, sie brauchen das einfach noch. Weißt du, du spielst dann deine neuen Songs und dann bringst du die am Schluss noch. Und ich habe aber ganz viele auch andere Songs, die killen. Und zum Beispiel habe ich auch einen Auftritt gehabt, der mich voll geflasht hat. Weil ich habe gespielt
Und dann habe ich auch noch ein paar Lieder vom neuen Album gezeigt, 4 Stück oder so. Und dann bin ich fertig mit der Show und dann hat auf einmal alle angefangen zu schreien, Lemon Haze, Lemon Haze, Lemon Haze, Bro. Und ich hatte den Song gar nicht dabei gehabt, ready zum Auftreten damit und so, weißt du? Ich bin einfach halt mit meinem Set gegangen für das neue Album ändern. Und DJ Nonstop, der härte Motherfucker, Shoutout an dich auch. DJ hat einfach Nonstop. den Song, währenddem ich mit den Leuten am Reden war und eigentlich am Sagen bin, ja, ich habe nicht dabei und nein. Auf einmal droppt er, weißt du? Und dann habe ich den Song performt, ich habe gemerkt, die Leute sind durchgedreht. Und eben, wir haben ja vorher schon über das Thema geredet, dass Stich und Zivi auch oft ein bisschen überschatten kann, weißt du, sozusagen. Weil, wie gesagt, die Leute denken, ich switch vielleicht einen Style jetzt auch mit dem neuen Album und so. Dabei war das immer schon auch vorher der Style, weißt du? Ja. Ich meine, Lemon Haze war da, bevor Stich und Zivi, das ganze 150% Album war da, bevor Stich und Zivi in dem Sinn. Und Leute sind begeistert dafür schon, weißt du, ich meine so. Und das hat mir jetzt wieder bewiesen durch den anderen Auftritt, wo sie auf einmal einfach Lemon Haze geschrieben haben, weißt du, ich meine, Stich und Zivi. Normalerweise, wenn ich aufhöre, spiele Stich und Zivi, dann schreie ich, das spiel den noch und dann spiele ich den noch, weißt du, ich meine. Also ich muss schon sagen, ich bin schon auf dich aufmerksam geworden durch Stich und Zivi. Logisch. Wegen, ich weiss nicht, es hat halt einfach eine riesen Welle geschlagen. Sicher, das Und ist der wenn ich berühmteste jetzt Song, Bruder. Kollegen fragen, kennst du Jordan Parat, können sie mit dem Namen wie quasi noch nicht anfangen, aber wenn ich sage Stich und Zivi und das Video läuft, ah ja, voll, den kenne ich. Habe ich gepumpt. Ja, Eben, weißt du. Meine Kindheit sagen mir Leute, Brüder, Mann. Also so richtig aufmerksam geworden bin ich dann auf dich erst, als ich halt ins Studio eingeladen worden bin von Sektion Zürich durch den Von Gens. Gens, ja. Ich habe den Big einen Gens. Song kennt, aber viel mehr jetzt auch nicht. Aber nachher ist es immer mehr der Drill Sergeant und so. Ja, und, ja. Und ich fühle den hässigen in die Fresse Rap, aber du hast mir ja auch gezeigt, du kannst auch ganz anders. Ja, genau Und das so ist es, auch ein Bruder. sehr geiler Vibe, man muss sich einfach darauf einlassen. Weil, Man muss sich darauf einlassen, man muss können verstehen, dass das Bild, das du von mir gehabt hast, schon auch das ist, aber nicht nur das ist. Voll. Weißt du, ich meine, in dem Sinn von wegen, ich habe mal den Jungen bei mir im Quartier erklärt, man, jedes Mal, wenn wir zusammen chillen, man, bin ich hässlich, bin ich aggressiv. Ja. Sie sind doch am Lachen, am Kiffen, am Saufen zusammen. Also wieso denkst du, ich mache nur aggressiven Sound, weißt du, Ja, ich meine? voll. Das ist das Prinzip. Aber ich verstehe natürlich, für die Leute ist es, egal was wir sagen, so, sie kennen es halt einfach so. Und es ist etwas anderes, weißt du, für sie. Okay. Darum ist es auch wichtig, zu können sagen, Bro, wir haben immer schon andere Sound gemacht. Ich bin ein Musiker, ich bin nicht nur ein Rapper, weißt du, ich meine. Und wir haben schon immer andere Sound gemacht. Ich bin mit Reggae und allem möglichen gross geworden. Und auch die ersten Sounds, die ich so rausgebracht habe, waren schon Rap gewesen, aber auch viel Afro, viel Reggae. Und dann Stich und Zivi. Und der hat dann natürlich voll Welle geschlagen. Und jetzt ist bei dem Album mir auch sehr wichtig, um den Leuten wieder ein bisschen zu zeigen, hey, ich will eben ein Bier holen da. Ja, wir machen auch andere Scheiße, weißt du? Ich meine, und andere Scheiße tönt auch gut und reißt Voll. und begeistert die Leute auch, weißt du? Ich meine. Super clean, der Brüder Flex mit meinem weißen T-Shirt. Unterwegs mit dem Sicario. Flows sind ansteckend, sie gönnt weg wie Gras K.O. Ich habe ein G für dich. Schreib mir im Insta, Baby, brauchen einen Zeitvertrieb. Also wie vorher kurz schon erwähnt, ich habe dich durch Sektion besser kennengelernt und habe auch gefühlt die Mischung aus diesen 4 Köpfen. Oder? Gut gewesen, ja. Weil du hast es auch ergänzt mit deinem Stil und ist Ich dann hoffe, wie es für wär. mich ein bisschen ein Schock. Selina, Bruder. gewesen. Selina. Selina kommt von mir, nur dass wir das schnell gesagt Das haben. kommt von dir. Das ist mein Satz, Brett. Selina am Selling. Weil also, ich bin ein Mensch, ich habe so ab und zu eine Aggressionsstörungen. Und wenn Menschen gegen mich selber. Und dann bin ich im Studio am Aufnehmen, es klappt nicht. Ich bin Musik, fuck, ich bin ein Autist. Ich bin nicht Autist, wie heißt die, der immer durchdreht? Ich bin immer so am Fluchen. Und dann immer, wenn ich es gut herbekomme, habe ich gesagt, I'm selling it, weißt du, ich meine? Crazy, also eigentlich ist das ein riesen Geheimnis ist schon betrieben, aber Kein wenn man Geheimnis, jetzt so du hast ein paar Mal gefragt gesagt. Es wird einfach von wo nicht so, es wird kommt einfach nicht so das? kommuniziert, aber das ist... ja, ich so meine, machen, was ihr öffentlich wollt. ist ja auch schon gefragt worden, von wo kommt das und es ist nie... Haben sie nicht gesagt? Nein, es ist nie aufgelöst Das worden. finde ich schade, Brüder. Crazy, Aber bei Alter. denen kannst du sie alle fragen, sie wissen schon. Weißt du, das ist auch logisch. Weißt du, Das ist am jetzt- Selenito, das ist so ein, wir gehen dahinter, das ist so ein bisschen nigerianischer Akzent, weißt du? Ja. Keiner von denen ist Nigerianer, weißt du, ich meine. Also es würde nicht mal Sinn machen, dass jemand von denen das eigentlich sagt, Voll, weißt du, voll. ohne mich so. Ja, Also, da innen gibt es deine T-Shirts. ja, Also noch nicht jetzt, aber wir können sicher Das sind, etwas einblenden. die Jesus the Hood, die einen geilen Laden aufgemacht haben hier in der Hood. Und wo wir denken, wir können sie schnell beehren da. Alles klar, Jungs. Super selber? Ja, Bruder. Das ist der Kuwait. Sie haben den Laden, darf ich ein bisschen filmen, meine Jungs da, Bruder? One love.
Und das ist der Almaf, Bruder. Er ist auch Besitzer von dem Laden. Wie geht's dir? Alles gut. Ja, mal selber. Super. Freut mich viel. Da wird es auch die T-Shirts geben nachher. Und da hat es allgemein die schlimmsten Sneakers von der ganzen Stadt, man. Nur, dass es schnell klar ist für jeden, der das noch nicht weiss, man. Wenn du die Sneakers nicht da gekauft hast, sind sie keine Sneakers, man. Du kannst sogar noch spielen, Bruder. Du kannst auch gamen, da, Bruder. Oldschool, weißt du, ich meine. Basketball hat es auch vorne dran, Bruder. Super clean, der Bruder flex mit meinem weißen T-Shirt. Unterwegs mit dem Sicario. Flows sind ansteckend, sie gönnt weg wie Gras K.O. Ich habe ein G für dich. Schreib mir im Insta, Baby, brauchen einen Zeitvertrieb. Ease up, hold down, Zürich City Downtown. Die Chayas arrogant und die G's sind asozial. In Nike, TNs oder Latscha von Lacoste. Wird deine Chick da gelocht, sie geht wie das Low. Buff, 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 pass, bitte Bars, ganz hart. Der Bruder... Also, das ist dein Stammbarber, oder? Ja, Bruder, da bin ich immer am Haare schneiden. Heute Morgen hat der wunderbare Amaury hat mich wunderschön gemacht, wie jeden Samstag, Freitagmorgen so. Und da haben wir auch gecheckt, dass noch nicht gedreht. Also nicht da rein, es war noch ein Coiffeurshop weiter oben. Aber Okay. Pablos Coiffeur war schon damals. Bitches da außen, sie wissen dich klar nicht. Der Mann, wo ich sage, ich bin, sie sagt, ich bin King. All die Haters, sie wissen dich klar nicht. Check it, it's noch nicht. Der Nigga ist am Brennen, ich höre nicht. Wir haben mich immer supportet, Bruder. Wir können filmen, wir können auch andere Videos klein da rein drehen und so. Und Bruder, schlussendlich, der beste Coiffeur ist der beste Coiffeur, weißt du, wie es ist. Kannst nicht viel dazu sagen. So, jetzt sind wir dann da gerade bei deinem Jetzt Lieblings-Smoothie-Laden. sind wir da, Brüder. Also, wenn man dich bei Social Media verfolgt, dann hat man den Laden sicher schon mal gesehen. Man weiß. Bro, die besten Smoothies im Town sind da, weißt du, ich meine. Und der Bruder ist ein bisschen versteckt da in der Hut, weißt du, ich meine, das am machen. Und der Bruder ist auch mit mehr Haar. Ein Bruder mit mehr Haar, oder? Mit Also habe ich gefunden, ich muss einem Bruder, was ich vielleicht kann helfen, weißt du, ich meine. Und das so gut wie ich kann promoten, weißt du, ich meine, das ist der Move. Aber es sind auch geile Und aber die Smoothies sind... Boah, Du hast selber schon probiert, Ja, oder? ja. Shit. schauen wir mal. Ich sage Zürich, meine City. Doch die Bulle kommen immer wieder drin. Ich dreh mein Spliff schön fett, genau so muss er sein. Doch die Bulle kommen immer wieder drin. Gib einen Scheiß auf die Fans, Zürich, meine City. What a pity, doch mein Weed, mir egal wer du bist. Ich dreh mein Spliff schön fett, genau so muss er sein. Der Bus Smoothies, beste Smoothies in Town. Also, ich bin jetzt da den Sunrise-Smoothie am geniessen, genau gleich wie der Roy. Du hast wählen? Ich habe den Exotic Sensation. Exotic Sensation. Wie ich einer bin, oder? So, ich habe auch mitbekommen, dass du Papi wirst. Und Ja, ich habe jetzt Bruder. vorher etwas gehört, es gibt einen Babyshower. Ja. Also, darf man das Geschlecht schon revealen oder wird das erst dort revealed? Ja, ich kriege eine Tochter. Eine Tochter. Beeinflusst jetzt auch, dass du oder Papi wirst, den Style von deiner Musik? Oder Ja, nicht gross? doch, wird sicher. Also ich meine, du weißt, wie es bei Männern ist. Man. Wir kommen richtig auf die Welt, wenn das Kind auf der Welt ist. Ja. Oder? Sie haben das Gefühl jetzt schon für das Baby viel mehr. Für mich ist es, könnte auch ein Science-Fiction-Film sein. Ja, Weißt du, ja, ich meine, ja. blöd gesagt. Ja. Ich denke darüber nach, aber ich habe sie ja nicht vor mir. Erst weißt wenn du, sie ich im meine. Arm hast, Dann ist es etwas anderes, genau. Dann ist es Aber ich merke jetzt schon, dass ich mir überlege, was ich mache, was ich sage. Nicht nur im Rap, allgemein, wegen meiner Tochter, definitiv. Aber nicht, dass ich jemand anders wird sein, ich werde auch besser sein. Ich aber besser, als ich vorher bin, weißt du? Und jetzt musiktechnisch ist ja schon die ein oder andere Single von deinem neuen Album gedroppt, oder? Ja, In Zürich Stich 2 Zivis. Stich das habe ich 2. vergessen. Disrespect Disrespect, ja. haben wir auch gedroppt. Der Z zwischen den Beinen mit dem Sicario, Bro. Ah ja, stimmt. Der Vlog-Musikvideo. Also ich finde das eine Perlenkombi. Es ist eben einfach so, eben ein bisschen Vlog-Musikvideo. Wir, sind einfach wir rappen ja nicht wirklich unbedingt. Es ist mehr so, wir sind einfach 10'000 Franken schnell in Amsterdam ausgegangen Ja. und dann ein Video drehen. Brutal, brutal. Also wer es nicht gesehen hat, kann sehr gerne schauen, wenn man ein Vlog und Musikvideo kombiniert. ZDB ZDB, zwischen den Beinen, Baby. zwischen deinen Beinen. Es kommt ja ein neues Album, habe ich etwas vernommen. Genau, Bro. Es wird voraussichtlich jetzt im August kommen, Ende August. Ja. Es kommen vor noch ein paar Singles. Das Album ist sicher so eine ganzheitliche Form von mir im Sinne von wegen, dass es jetzt nicht nur Gangster-Rap ist, sondern eben, ich habe früher auch Lemon Haze gemacht und so Sachen. Es wird auch Reggae dabei haben. Es hat Afrobeats drauf. Es hat auf die Kacke hauen Songs, das sind die meisten, die schon rausgekommen sind. Es hat auch noch 2, 3 wirklich für das Album geladen. Generell geht es dann von der auf die Kacke hauen, geht es ein bisschen, bleibt im Rap, aber geht ein bisschen im tieferen, mehr Message, mehr. Ja. Was ich mir Gedanken darüber mache. Und dann switcht es und geht in so eine Afrobeat, Reggae, einfach Lebensfreude, Brüder. Guter Sound, tiefe Musik, trotzdem mit Message, weißt du? Scheiß auf die Fans, Zürich, meine City. What a pity, doch mein Weed, mir egal
wer du bist. Rauch am HB, Rauch am See, komm mit Tour und rauch noch mehr. Ein paar Jungs lieben den Stufen. Hey Bro, der Fabrice ist dran. Ich werde selber drin kennen, geht es nicht alle wieder rippen mit dem. Schnee doch noch Ganja in meinem Brain, ich werd high, ja. Ganja killt den Schmerz, lass die Liebe in dein Herz. Und du gibst mir einen Puss dafür, das ist doch nicht fair. Das Mittel gegen Sorge, was du aus dem Boden, du bist belogen. Von verbitterten Männern mit kleinen Hoden. Betrogen will Herbs, sind ein Geschenk für uns von der Sonne. Gute Laune, ich schwör, ich glaub, ich kann wieder raus. Sie kommen von weit weg, eigentlich von überall. Wir sind hier im Dynamo. Später ist da Vollmontur vom Hayes. Ich und der Hero machen die Vorgruppe wieder mal. Und jetzt sind wir hier am Soundcheck. Zuerst mal Biercheck, nachher Soundcheck. Nachher checken wir den Rest, Bruder. One love. Musik mit jeder Phase in meinem Körper. Die gleichen miesen Köter, nur mit Gagen ist ein bisschen höher. Wieder Solo wird zum Mörder, wenn der Beat droppt. Und dich aus dem Polo, bevor Police dich auf Fies packt. Schick dir in den Wald, ice cold, gun auf Bunnyjagd. Bin aus der Stadt, wo du White holst und Money machst. Live aus dem Quartier zwischen Cops, Drugs und Nike. Oh, du Sau, Alter! So ein Wichser, Mann! So ein Wichser, Mann! One love, my nigga. Höre die Sirene, wirf Stein auf die scheiß Cops. Killen noch die Flasche, bevor ich sie wieder das Mic drop. Weiss, ich sollte mich ändern, doch irgendwie läuft der Scheiß glatt. Klar wie durch Glas, Zähne ich Angst, bist dem Feind nah. Hart auf Distanz, doch verschweig, wenn der Scheiß knallt. Ich besorge ihm die ganze Zeit Leute zum Aufnehmen und er macht nichts. Von Fußballer, Formel 1-Fahrer und nichts. Jolo, ich warte leider immer noch Bestätigung vom Du Alvin. selbst bestätigt. Er mit seinen Star-Allüren, ich bin als YouTuber. Schließt sich durch die Luft wie der blöde Duft die Hai. Stichen sie wie Stich 2, stichen sie wie Stich 2. Roll auf Seite, gib es. Nein, was schlecht. Stich 2, stichen sie wie Stich 2. Stichen sie wie Stich 2, stichen sie wie Stich 2. Kill the wedding cake, Kelly und stiege nie in mein Spaceship. Der Bruder nimmt dich mit, wasch dich auf von dem Fake Shit. Muss ich stets vergleichen mit dem Besten in dem Game, Bitch. Ich kann überliegen, wenn es sein muss, wird es dangerous. Halt den Kopf frei, Fake Love wird oft gesehen. Da in der City, wo man Cash. Was ist das, Bruder? Vieles gelernt, auf dem Weg bin den Block jetzt. Wenn Der Almin stiftet gern Fitna, verstehst du? Jordan im Mikrofon von Brale. Alles gut, mal der Teufel nicht an Wand. For the hit of the beat. Gang, gang. Dangerous. Yo. All-Star. Ist der Bündel kann ich Kinderhofen, Kopf, Zeit, die Sünde bra. All-Star. Wir sind jetzt hinter der Bühne. Der DJ Fabrice macht jetzt eine Stimmung. Dann kommt der Hayes und dann 2-3 Songs später der Jordan und der Hero. Ich zieh los und mach euch Pussy-Rapper fertig und... Hey, Goofy! Plötzlich kleben alle und wenn mich Bogen führen. Hey, Zürich, was geht? Hat die Zürcher rausgeholt, würde ich mir die Zeit nicht zu... Lungen nimmt kein Blatt vors Mund, trage das Herz auf der Zunge. Stich paar Tattoos, wenn ich den Schmerz wieder brauche. Ich fahr geradeaus, wird nicht bremst, kleiner Junge, ey. Ist der Bündelplatz, kann ich Kinderhofen, Kopf, Zeit, die Sünde bra. All-Star, ich bin immer umhängt. Sind Licht vom Tunnel, jetzt dreh ich erst richtig durch. All-Star, kann die Bunker Platz. Zünden unter Nacht, haben wir die nicht Runde geschnappt. All-Star, ja, schöner. Einmal Gold für jeden. Kein Copyright, sich handle, ist ne Promi like me Cannabis. Bro, sie gibt sich Mühe, ich glaub die Ho weiß, was mein Standard ist. Der Teufel auf der Straße, ich hoffe nicht, dass er meine Plan durchrüsst. Die Füße bleiben nass, pack die Satz, bis ich dich Die Undercover Police, sie folgen mir auf dem Gram, sie folgen mir und der Gang und holen mich, wenn ich pan. Gib dir den Gangster-Feeling, wenn ich rolle mit dem Slang. Man kann dope in meine Fan verkaufen. Pose und Cash, es wäre Cocos
Finesse, wir sind nicht los und wand auf den. Ich sag, das Leben ist nie easy gewesen. So viel Sorgen und Frust gefressen, bis Gott believe in me. Es hielt mich, wenn ich seh, schlechte Rapper sind feiern sich. Heb das Game auf das Level, wo sie muss, lass sie bleeden. Bitch, ja ich stieg ein, thank God ich Freitag, bin back, bust the week MC, so swag, so wie Gigi. All-Star, bis der Bündel platt. Kann ich Gründe hoffen, Gott verzeiht die Sünde, bra. All-Star, ich bin immer rum, sind endlich Licht vom Tunnel, jetzt dreh ich erst richtig durch. All-Star. Hast du alles drauf, Brette? Alles drauf? 4, Bro. Lights out! Das ist eigentlich so eine richtig gute Abschlussszene. Ich finde es eine super Es ist ein richtiger Movie geworden. Der Tag ist allgemein ein bisschen ein Film gewesen, oder nicht? Ohne Scheiß. Smooth Es ist, ich würde sagen, no cap jetzt. Und ich will auch die anderen Sachen nicht in den Schatten stellen von mir, aber eine der besten Folgen, würde ich sagen. Ohne Scheiß jetzt. Sehr geil, ich freue mich. Und ich habe auch einen super Tag, aber ich sage euch ehrlich, es war lustig. Ihr wisst, die hinter der Kamera wissen nicht, wie lustig es ist, aber es war wirklich smooth. Wir haben ein paar Leute verarscht heute. Ich bin selber noch fast reingefallen. Es war einfach eine gute Show, Brüder. Die Taser-Action hat es schon auch gebraucht. Taser-Action hat es wirklich gebraucht, ich schwöre. Es war eine gute Show, das war natürlich auch ein guter Erfolg, Bro. Irgendwie der Tag, Bro, ich hatte ein bisschen Angst am Anfang, ich habe nicht geplant, ich hatte viel im Kopf, weißt du. Und wir haben es einfach gemacht und ich finde, für das ist es... Es ist super gekommen, Bruder. Es ist super gekommen. Also, ich würde sagen, checkt auf jeden Fall den Jordan aus. Es ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Unten dran, nicht? Sein neues Album kommt. Wie gesagt, es ist nicht das letzte Mal, dass wir zusammen ein Video aufgenommen haben. Das Danke. Album kommt im August. Bis dahin kommen noch weitere Singles. Und Siri den nigga Mom. Danke vielmals, Roy. Hast du den mit, Job baby. hinter der Kamera übernommen? Danke vielmals, Roy. Ist auch ganz ein geiler Sieg, Bruder. Ich sage euch, komm mit der Mit Eis-Lachs. Motherfucker. Zürich! Убирай что? Убирай Громс. Ивана. Убирай Спирмоту. Komm mit, Brüder. Abonnier den Kanal und bleib updated.